Hallo zusammen, willkommen zurück bei «Los mal». Heute reden wir, wie man am Titel wahrscheinlich irgendwie schon erkennen kann, ich weiß noch nicht, wie die Folge heißen wird, über Liebe. Und ob ihr es glaubt oder nicht, aber I am capable of love. Zu einem gewissen Ausmaß, I guess. Und auch über Heartbreaks. Und ich weiss, es sind sehr viele jetzt Anglizismen gewesen, aber gewöhnt euch einfach dran. Ich glaube, ihr habt euch schon dran gewöhnt, sonst würdet ihr schon gar nicht mehr hören. Einmal hören. Genau. Live-Update von dieser Woche, bevor wir anfangen. Das passt aber jetzt zum Thema. Ich habe ein bisschen einen Crush. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ich einen Crush habe, alte Leute, ich schwöre, ich habe mein Leben nicht mehr im Griff. Also doch, ich habe es eh nicht im Griff. Aber ich meine so, meine Gedanken. Ich bin dann einfach schon ein bisschen obsessed. Aber ich probiere es mir nicht so anmerken zu lassen. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ich einen Crush... Stell dir vor, ich habe einen Crush auf dich. Kannst du dir das vorstellen? Emma einen Crush auf dich. Was denkst du dir bitte schön, wenn du jedes Mal, wenn du auf dein scheiß Handy gehst, irgendwo durchscrollst und einfach meine Fresse siehst? Das ist so komisch. Also, das ist mir wirklich unangenehm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Könnt ihr euch das vorstellen, dass mir das unangenehm ist? Das ist schon verständlich, oder? Ja. Ich bin alleine daheim. Und das ist natürlich meine perfekte Opportunity, um einfach Podcasts aufzunehmen. Andere Leute würden jetzt irgendwie kiffen oder so. Aber was ein bisschen scary ist, die Kopfhörer, die ich anhabe, sind eben Noise Cancelling. Und nur schon, wenn meine Mutter daheim ist und sie plötzlich reinkommt, ich höre das nicht, wenn ich die Kopfhörer anhabe. Und ich habe so Angst, dass wenn jetzt jemand einbricht und mich kidnappen, dass ich es einfach nicht mal höre. Und dann schaue ich da so in den Bildschirm von meiner Kamera und sehe einfach so plötzlich, wie meine Tür aufgeht. Imagine, Alter, weil meine Mutter kommt erst in so 2 Stunden heim. Das heisst, wenn jetzt jemand kommt, ich weiss, ich sterbe. Oder wird entführt und für ganz viel Geld zurückgeholt. Kann bitte jemand für mich zahlen, wenn mich jemand entführt? Danke. Das war jetzt sehr wild wieder. Sorry. Ich will gar nicht über das Thema reden heute. Können wir einfach die ganze Zeit nur Bullshit talken? Ach, das ist einfach schon wieder so eine Folge, wo ich so denke, Bro, also wenn ihr meine Verwandten und Friends sind, bitte hört einfach nicht zu. Weil es wird heute um meine eigenen Erfahrungen gehen, was so, ich hasse das Wort, aber so Dating angeht, um wie viel ich verkackt habe und wie dumm ich bin und was ich für scheiß Entscheidungen getroffen habe und wie es mir so geht, wenn ich heartbroken bin und was ich so mache und so. Und das ist auch komisch, weil ich rede eigentlich nicht so viel über meine Gefühle mit meinen engen Leuten, weil ich bin einfach so ein hard Motherfucker, weißt du, was ich meine? So, niemand muss wissen, wie es mir geht. Ja, exakt. So ist es. Und darum... Ich weiss nicht, ich mache die Folge eigentlich nur, wenn wir mega viel am Schreiben sind. So, Emma, mein Freund und ich haben Schluss gemacht und ich weiss nicht, was machen. Und ich war gestern live auf TikTok und alle so, was ist eigentlich das Thema für einen Podcast? Hure geil, Alter. Hure viel haben wir auch im Live so gesagt, dass sie mega Freude am Podcast haben. Alter, jedes Mal bin ich so happy, wenn das jemand sagt. Aber dort auch so, ja, red doch mal so über so Dating und so. Leute, ich sehe nicht für euch aus wie jemand, der Ahnung von dem hat. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, okay. Okay, wir machen es einfach. Ohne Garantie. Wirklich, bitte. Wie immer, das ist einfach meine Erfahrung. Und ich sage euch ganz ehrlich, es ist noch nie richtig gut rausgekommen bei mir. Sonst hätte ich ja jetzt irgendwie einen Ring an meinem Finger oder so. Also wisst ihr, was ich meine? Aber vielleicht könnt ihr aus meinen Fehlern lernen, weil ich mache echt viele Fehler, was das angeht. Nicht mal, also weißt du, so, ja, ihr werdet es dann hören. Ja, let's jump right into it, würde ich sagen. Heute habe ich keine crazy Storytime von der Postfrau oder so. Das Einzige, was ich sagen kann, ich habe einfach verkackt. Ich habe ich habe 2 Päckchen an die gleiche Person geschickt und 1 Päckchen dafür an gar keine Person. Jetzt muss ich schauen, wie ich das mache, aber ja, Tutti ist definitiv nicht meine Stärke und Sachen verkaufen erst recht nicht. Irgendein Typ bei mir hat gesagt, so, Bro, was verkaufst du deine Schuhe so billig? Du kannst die für 400 Stutz verkaufen für Leute, die Fußfetisch haben. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ein Typ, der einen Fußfetisch hat, 2 Schuhe von mir gekauft hat. Gönne ich ihm eigentlich. Solange ich mein Geld bekommen habe, ist ja chillig. Und solange ich habe es ja nicht mit dieser Intention gemacht. Also wisst ihr, ich komme rein aus dieser Sache raus. Ja, eine andere Story. Doch, ich habe ein paar Sachen zu erzählen, Alter. Jemand, der seit sehr langer Zeit meinen Content eigentlich so verfolgt und ich glaube, die Person ist auch schon mal an so einem Dunkin' Donuts Meet and Greet gekommen. Ich weiss nicht hundertprozentig, ob das die gleiche Person ist, aber ich bin mir ziemlich sicher. Und die Person ist ziemlich viel älter als ich. Vor allem dort bin ich noch 18, glaube ich.
Also ich meine, 18 ist ja legal und so, aber schon so ein bisschen sass. Ist angekommen an das Meet and Greet, weiss ich noch, und ist so gewesen, ja, weisst, mein Kollege wäre eigentlich noch gekommen, aber ja, er hat seinen Zug verpasst, jetzt bin ich allein da. Und ist einfach nicht mehr weggegangen. Ist auch so eine halbe Stunde bei mir geblieben. Und hat einfach nicht wirklich etwas, also weißt du, wir haben so wirklich kein Gesprächsthema gehabt, aber es war einfach obvious gewesen, dass er dort bleiben will und das war mir mega unangenehm gewesen. Und die Person auf jeden Fall hat auch den Podcast mega verfolgt und so und hat immer Feedback gegeben und so, was ja nice ist. Aber die letzte Folge hat ihm dann gar nicht gepasst, weil man darf nicht schüch und introvertiert in den gleichen Topf werfen. Und ich bin dumm, weil ich das gemacht habe. Und von einer, die im Internet in jedem zweiten Satz erwähnen muss, dass sie Psychologiestudentin ist das halt schon recht schwach. Und ich so, ja, Bro, aber halt jeder eineinhalbte Satz ist ja, dass ich keine Ahnung vom Psychologiestudium habe. Also, und jeder erste Satz in diesem Podcast ist, nehmt bitte das nicht so wortwörtlich, was ich sage. Und das ist nicht Psychologiestudentenperspektive, sondern Emma-Perspektive. Ja. Auf jeden Fall bin ich dann hure gefrontet worden von dem, obwohl der mich so gefühlt seit 2 Jahren einfach mega verfolgt. Und sogar mal so geschrieben hat, so, hey, ich würde dich mega gerne kennenlernen als Person, wenn wir mal spazieren. Und ich also dachte, Digga, also wie mit dir gehen spazieren, vor allem jetzt, wo du mit mir geredet hast, als wäre ich so eine dumme Note. Also er hat wirklich ein bisschen despektierlich geschrieben. Habe ich dann auch gesagt. Ich weiss, ich sollte gar nicht drauf eingehen. Aber er lässt den Podcast ja wahrscheinlich eh nicht mehr, weil ich habe gesehen, er hat mir dann überall entfolgt. Ich bin schon ein bisschen gekränkt. So, Bro, wie kannst du creepily obsessed mit mir seit 2 Jahren und dann will ich sagen, ich bin schüch und introvertiert und nicht genau definiert habe, was schüch ist und was introvertiert ist und dass Introvertierte nicht unbedingt schüch sein müssen und umgekehrt. Bin ich ein Hurensohn? Egal. Ja, Bros. Einfach nochmal ein Disclaimer aufgrund von dieser Storytime. Nehmt mein Zeug nicht so ernst. Ich bin fucking 19, ich habe keine Ahnung vom Leben. Ich bin einfach am Schnurren. Ja, also kommen wir zu meiner Dating-Experience. Ich habe hure früh angefangen mit so Typen geil finden, muss ich gestehen. Und dann eben noch so weirdly ältere Typen und ich habe das doch gar nicht gecheckt, dass das nicht komisch ist. Ich habe einfach das hure geglaubt, dass sie mir so gesagt haben, wow, du bist hure reif für dein Alter und so. Und ich so, oh mein Gott, ich bin reif für mein Alter. Bro, nein, bin ich überhaupt nicht gewesen. Also ja, vielleicht ein bisschen, aber ich bin einfach hübsch gewesen. Für das, was wie eine 12-Jährige ausgesehen hat sollen, bin ich einfach hübscher gewesen, als man von mir vielleicht hat erwartet. Also wisst ihr, was ich meine? So mit 12 kannst du ja nicht erwarten, dass du hübsch bist. Und ich sehe halt seit ich 12 bin gleich aus. Darum haben die einfach auf mich geeiert und haben gedacht, ich bin ein einfaches Opfer, das man manipulieren kann, weil ich keine Ahnung habe. Ist auch so gewesen. Obviously, weil ein Typ hat mir nur müssen sagen, wow, du bist reif für dein Alter und ich war schon verliebt gewesen. Und dann haben sie können machen, was sie wollen. Und wisst ihr, wie fucking traurig ich schon war in meinem Leben wegen dummen Typen, wo wenn sie mir jetzt auf der Straße begegnen, sie können mich nicht mal anschauen. Es ist wirklich so, ich bin der Alpha und sie sind nichts. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Alpha und Sigma? Egal. Genau, es ist halt einfach basically, ich will jetzt auch nicht so zu fest ins Detail gehen, aber so basically, ich bin einfach immer so obsessed gewesen, sobald jemand mir so ein bisschen Aufmerksamkeit gegeben hat und nicht ein Opfer gewesen. Also wenn sie nett waren, habe ich gerade nicht mehr wollen. Also das hat mich nicht gejuckt. Wenn einer so mega nett war und so, Alter, was willst du von mir? Wenn einer so ein Hurensohn war, so ein Fuckboy, so der Bekannte von der Schule, ja, den wollen wir. Ist ja wieder mal völlig obvious, dass das nicht gut laufen kann, oder? Und dann, keine Ahnung, habe ich halt immer so gedacht, ja, weil ich ja so speziell bin und weil die mir das immer sagen, wird ich das auch fix ändern können, dass er zu allen so scheiße ist und dass er gar nicht so Interesse zeigt und so, weil ich bin ja so speziell und so reif und ich habe ja so viel Ahnung und er wird sich sicher verändern für mich. Und dann, weißt du, wie geil, wenn ich ihn ändern konnte. Wahrscheinlich wird sich 90% der Leute, die das hören, damit identifizieren können, wie dumm das ist. Wir sind alle schon mal an diesem Punkt gewesen. Und falls du noch nie an diesem Punkt bist, Bro, glaub mir, du wirst nie einen Menschen ändern. Nie im Leben. Ein Mensch, wenn er ein Hurensohn ist er ein Hurensohn und es juckt ihn überhaupt nicht, wie es dir geht oder was du machst. Oder es ist einfach eine Unterhaltung, sich mit dir abzugeben. Und mehr nicht, wenn es so jemand ist. Ja, genau. Und so, irgendwann, wann hatte ich dann meinen ersten Freund gehabt? Yeah! Glaub, so in der zweiten Bett bin ich so 3 Monate mit einem zusammen gewesen.
seine Schwestern kommentieren immer bei meinen TikToks und so. Das ist irgendwie ein bisschen weird. Also ich komme eben nicht raus, ob sie sich über mich lustig machen oder ob sie mein Zeug einfach schauen. Aber auf jeden Fall, wir waren glaube ich so 3 Monate zusammen oder so. Und so gefühlt 1 Monat davon sind wir beide in der Ferien, weil es sind Sommerferien waren. Und nachher, ich weiß gar nicht mehr, wer Schluss gemacht hat, ich glaube ich. Und nachher habe ich es aber mega bereut. Weil ich glaube, wenn dann noch niemand jemanden Schluss gemacht hat, das ist verdammt schlimm. Man macht so Schluss. Habe nie Schluss gemacht? Ich weiß es nicht, sorry. Fake News, wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber wenn man Schluss macht, man denkt, man ist so vor dem Schluss machen voll so, ah ja, okay, ja, richtige Entscheidung, ich mache jetzt Schluss. Also sobald du Schluss machst, du bist so in einem Loch und bist so, fuck, ich glaube, das ist nicht die richtige Entscheidung gewesen. Wir haben es doch so gut gehabt und es könnte doch noch besser werden und die guten alten Zeiten. Dann schreibst du wieder oder so, oder Leute an und bist so, komm zurück. Und dann ist die Person so, Alter, nein. Oder ich probiere jetzt nochmal und es kommt genau gleich Scheiße raus. Ja, auf jeden Fall, ja, meine erste Experience ist echt, also so beziehungsweise ist echt innocent gewesen. Es war eigentlich eine Liebe gewesen. Aber nachher ist es nur noch bergab. Also, bei mir ist wirklich eigentlich meine ganze Dating-Experience basiert so darauf, dass Typen mich immer mega geil und so speziell und so bewundernswert, gefunden haben. Oder es war wie so, wer kriegt sie? Weil ich immer mega, eben, ich bin ja hure schüch und ich habe das schon so entertained und habe mit allen so ein bisschen Verse geschrieben und so. Aber schlussendlich kann ich dann nie mit jemandem richtig auswählen oder so, weil ich mich gar nicht getraut habe. Und dann ist so ein Inside-Ding geworden, so an der Schule, so, die Emma, haben die Leute so Wetten abgeschlossen. Ich weiss noch, irgendwie hat, glaube ich, einer mal, wenn der eine zu mir angekommen ist und mich umarmt hat, hat er einen Snickers von seinen Kollegen bekommen und so. Also, das war verdammt schlimm gewesen. Und ich habe es doch nicht gewusst. Ich habe gedacht, ja, alle finden mich toll. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe. Ich habe jetzt mega Déjà-vu. Und durch das eben ist es dann wie, es ist gar nicht um mich gegangen als Person. Niemand hat mich als Person toll gefunden. Es ist mehr so man hat so hure über mich geredet und die Hälfte von der Schule hat mich gehasst, weil ich eine grosse Fresse hatte, wenn jemand mich angefickt hat. Und dann eben habe ich mich natürlich immer mega verliebt, wenn einer nett zu mir war oder so Interesse gezeigt hat und er hat es eigentlich nur gemacht, um zu schauen, wie weit er bei mir kommt. Und dann bin ich am Schluss immer mega heartbroken gewesen, wenn es so war, so, ja nein, also etwas Ernstes will ich schon nicht. Und ich so, was, wir heiraten nicht? Ja, darum sage ich auch, eigentlich bin ich gar nicht die richtige Person, um über so Beziehungen und so zu reden. Weil bei mir ist echt eigentlich alles schief gelaufen. Und das hat halt auch, weil es bei mir so früh war, hat es mega mit meinem Bild von Beziehungen und Männern allgemein und so ein bisschen gefuckt. Weil, Alter, ich habe halt bis heute noch das Gefühl, dass niemand ein ernsthaftes Interesse an mir haben könnte als Emma-Person. Und jetzt ist es halt noch viel schlimmer, weil jetzt weiss ich, Leute kennen mich von Social Media. Von wo will ich wissen, dass du nicht nur irgendwie denkst, haha, die ist lustig und hübsch. So, also nicht, dass ich jetzt von mir selber behaupte, das sind meine einzigen 2 Qualitäten, aber es ist so das, wo mir jeden Tag halt, das sind so die Sachen, wo präsent sind, wo ich weiss, Leute denken das von mir. Männer meistens. Ja, und es geht halt, es geht halt wirklich nur um jetzt so heterosexuelle Perspektive, weil ich kann voll nicht über das reden, wie es ist, wenn man auf eine Frau steht als Frau oder umgekehrt auf Mann oder auf alles, weil ich einfach selber heterosexuell bin, darum, sorry, ist jetzt nicht so inklusiv, aber ich will auch nicht über etwas reden, das ich nicht selber also so erfahren habe. Aber ja, eben, darum, ich habe wirklich so, weil ich immer also wirklich fett verarscht worden bin und so immer so viele Hoffnungen hatte und so grosse Erwartungen und oh mein Gott, er ist so toll. Und es sind nie tolle Leute gewesen. Ich habe mir das alles immer eingebildet, so, weil ich das einfach so genossen habe, dass irgendjemand mir Aufmerksamkeit gibt. Und wenn ihr Daddy Issues Folge gehört habt, das kommt hure von, es ist einfach so genau das. So, ich habe mich selber gar nicht toll gefunden und habe das einfach so von außen irgendwie müssen holen und habe mich so verliebt und dann ist es natürlich umso schlimmer, wenn es dann heisst, ja, nein, logisch will ich nicht mehr zusammen sein oder so. Oder nach so 3 Monaten so, nein, du bist mir zu anstrengend, komm, lassen wir sein. Ja, ich bin gar nicht so eine Herzensbrecherin, wie man von mir denken würde. Ich bin die immer am Arsch ist nachher. Meistens. Aber ja, allgemein kann ich sagen zu meiner Experience und was ihr von mir solltet lernen und nicht die gleichen Fehler machen wie ich, ist wirklich, Alter, bitte nehmt nicht einfach so Lölis, wo ihr, weißt so,
wenn ihr merkt, du findest den gar nicht wirklich toll. Also, du schämst dich, wenn du ein Bild von ihm zeigen musst. Du musst so der sagen, so, ja, also in echt sieht er besser aus, glaub mir im Fall. Und das ist jetzt grad, er hat halt gerade ein bisschen einen blöden Haarschnitt und ja, er hat da auf dem Bild nicht so viel geschlafen. Und, Bro, Alter, kannst du bitte jemanden aussuchen, wo du stolz drauf sein kannst? Wo du zeigst und sagst, oh mein Gott, gell, er ist mega hübsch. Und es geht auch nicht nur ums Äußerliche. Es ist ja scheißegal, ob dann deine Kollegin sagt, nein, den finde ich hässlich. Aber du selber musst den können präsentieren und denken, Alter, das ist mein König. Schau mal, der ist so hot. Und wenn du musst Ausreden suchen und dich schämen und so, wenn du so in eine Situation hineingehst und du merkst, so, du hast ihn dabei und du denkst so, oh mein Gott, hoffentlich macht er jetzt nichts Falsches, hoffentlich sagt er jetzt nicht. Nein, das ist einfach ein Red Flag. Wenn du deine Person nicht kannst irgendwo mitnehmen kannst, ohne Schiss haben, dass er etwas falsch macht oder etwas Dummes sagt oder du am Schluss irgendwie beschämt heimrennen musst und deine ganze Familie die enterben will, für wer du heimgebracht hast, Alter, dann mach's einfach nicht. Ich weiss, für viele auch so einen Reiz, so genau das haben, wo daheim nicht akzeptiert wird oder so. Und das ist ja zu einem gewissen Ausmaß je nachdem auch okay, wenn du jetzt zum Beispiel mega traditionelle Eltern hast, aber du willst zum Beispiel jemanden, der Ausländer ist, haben und deine Eltern sagen, aber nein, du darfst nur einen Schweizer haben. Logisch musst du nicht auf das gehen. Aber wenn es wirklich einfach so ein vercrackter Hund ist, wo du weißt, der wird nie jetzt ankommen im Leben und der hat kein Ziel und nicht, das klingt hure asozial, aber niemand sagt das. Wisst ihr, wie gerne ich das gehabt hätte, dass mir das jemand fucking mal sagt, so, Bro, wenn du dich schämst, wenn du Ausreden bringst, wenn du genau weißt, so, der hat kein Ziel, der will nichts und der gibt sich keine Mühe und dann wird alles in den Arsch geschoben von seinen Eltern oder keine Ahnung, und dann sein Freundeskreis ist hure skafft, so richtig komische Typen, die nur Scheiß reden über Frauen. Bro, renn weg. So wie ein Typ mit seinen Kollegen über andere Leute redet, so redet er auch über dich. Willst du mit jemandem etwas zu tun haben, wo so sagt, ja, und dann habe ich sie voll gefickt, Mann, und ohne Kondom, und weißt du, und jetzt, so eine Nutte, Mann, ich kann sie einfach ficken. So Leute. Nein, einfach nein. Ja, ich bin mir gerade am Exposen. Ich habe wirklich mit so Leuten zu tun gehabt und habe irgendwie noch gedacht, das ist irgendwie akzeptabel und habe mich da gewaltig geschnitten. Vielleicht muss ich noch so eine Warnung machen für schlimme Ausdrucksweise in diesem Podcast. Habe ich einfach früher überhaupt nicht gewusst, auf was ich schauen muss und wie sich das wirklich richtig anfühlt. Ich habe das immer, das habt ihr sicher auch schon mal gehört, dass wenn man so nervös ist und so, Schmetterling im Bauch, das wird ja eigentlich generell mit etwas Positivem assoziiert, so in der Gesellschaft, so, hast du noch Schmetterling im Bauch? Aber eigentlich ist das ja wie einfach nervös sein, wie ein schlechtes Bauchgefühl haben. Du kannst das wie, der Körper kann das gar nicht trennen. Und je nachdem, was du dir halt im Kopf denkst du dann, mega toll oder mega schlimm. Und ich schwöre euch, mit diesen Leuten, ich habe immer das nervöse Gefühl gehabt, ich habe mich kein einziges Mal wohlfühlen, weil das einfach nicht gute Leute waren. Aber ich habe gedacht, ich bin verliebt, der ist so toll und so. Nein, Digga, dein Körper sagt dir, renn fucking weg. Wenn ihr euch nach keine Ahnung, Alter, 2-3 Monate nicht anfangen wohlfühlen, glaubt mir, das hat einen Grund und das nennt sich einfach ein schlechtes Bauchgefühl haben und eigentlich tief in der Seele innen weisst du, nein, das will ich eigentlich gar nicht. Und ich weiss, es ist auch so peinlich, irgendwie, wenn man dann vielleicht schon allen davon erzählt hat und vielleicht daheim schon erzählt hat oder mega viel Zeit investiert hat und nachher merkst du so, Alter, nein, eigentlich will ich das ja gar nicht. Das ist ja gar nicht das, was ich will. Dann tut man amigs lieber einfach weitermachen, weil man wie so denkt, ja, es ist schon passiert. Jetzt ist es halt so. Bro, nein, wir sind hure jung, wir können machen, was wir wollen. Und du kannst das auch machen, wenn du 50 bist. Kannst du sagen, Alter, nein, irgendwie die Beziehung bringt mir nichts mehr oder so. Aber bleibt nicht mit jemandem zusammen oder so. Probiert etwas zu retten, was es gar nichts zu retten gibt. So, für was probierst du das? Ihr habt einander ja nicht mal richtig gern. Also ich habe das wirklich... Ich bin immer... Also ich habe nicht hure viele verschiedene Leute verhältnismäßig so. Ich höre immer von meinen Friends und so, ja, weißt du, so im Ausgang machst du halt so mit so random Leuten rum und so. Bei mir ist es nie, ich bin immer alle mit denen etwas gehabt, low-key, bin ich einfach damit zusammengekommen. So, ich habe nicht mal so random
so, das sind so meine Freunde gewesen. Ich habe gefühlt 100 Millionen Freunde gehabt, die dann vielleicht so 3 Monate gehabt haben, weil ich das gar nicht gecheckt habe, dass du auch mal einfach ein bisschen ausprobieren kannst und du musst jetzt nicht unbedingt zusammenkommen oder so. Aber das war so peinlich für mich, immer so nach 3 Monaten so, ja, nein, irgendwie finde ich ihn nicht mehr toll. Oder, nein, es hat nicht geklappt, er hat mich nicht mehr wollen. So, Alter, bitte. Das ist einfach, ich hatte 0 Standards gehabt. Wirklich. Gar keine. Das ist wirklich das Schlimmste. Wenn du, weißt, wenn ich schon sagen kann, hey, schau, ich dachte, er ist mega toll und ich habe mich enttäuscht, aber ich konnte es nicht wissen und es ist jetzt einfach in die Hose gegangen. Dann hast du alles gemacht, was du machen kannst. Aber wenn du im Nachhinein musst sagen, Alter, ich habe es genau gewusst, ich habe es genau von Anfang an gespürt und ich weiß nicht, was ich in dem gesehen habe und es ist peinlich, dass ich jemals mit dem Menschen geredet habe, dann ist es eine ganz andere Geschichte. Dann ist der Heartbreak nämlich auch schlimmer. Dann ist es so, Alter, von so einem habe ich mich betrügen lassen oder von so einem habe ich mich scheiße behandeln lassen oder von so einem, wisst ihr, was ich meine? Versus so, wenn es auch jemand ganz Normales ist, wo du dich nicht dafür musst schämen. Ich drehe mich hure im Kreis, ich weiss. Ich habe mich jetzt auch nicht mega vorbereitet auf die Folge, weil es ist auch ein hure emotionales Thema und ich finde, da kann man auch ruhig mal das so durchkommen lassen, dass es obviously auch irgendetwas in mir auslöst und auch so ein bisschen wild drauf losreden. Alter, eigentlich könnt ihr euch das zeigen. Ich habe so eine Liste. Also, meine beste Kollegin und ich haben im Gym so eine Liste gemacht, wo wir immer wieder ein bisschen updated haben, wo wirklich, er oder sie muss das abchecken können, dass sie eigentlich wirklich toll sind. Weil wir haben beide so gehabt, so, Bro, wir wissen eigentlich nicht, ob wir die Person wirklich toll finden oder ob wir einfach delusional sind. Also, ich gebe euch jetzt die Liste als Referenz. Und sie ist fix nicht vollständig, weil wir haben die wirklich zuletzt updated, wo wir so 16 sind oder so. Aber es sind 17 Punkte, okay. Erstens, man kann sich vorstellen, ihn zu küssen. Wir kennen das so, die Leute sind, er ist mega herzig und er ist mega toll und so. Und du denkst so, ich glaube, der kann nicht küssen. Meistens stimmt es, wenn du denkst, er kann nicht küssen. Zweitens, er muss schnell antworten. Ja, einfach irgendwann bitte antworten. Drittens, er muss Style haben. Was ist das? Viertens, nicht zu einfach, aber auch nicht zu hard to get. Fair. Fünftens, Meme-Head. Sechstens, schwarzer Humor. Das ist jetzt auch ein bisschen kritisch. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt da sagen darf. Aber ja. Siebtens, respektvoll. Achtens, vorstellbar für die Eltern. Neuntens, muss können reden und Konversation selber führen, Leute beibehalten. Alter, bare minimum, Alter. Zehntens, nicht wie ein Hund sein und für sich selber reden können. 11. Gleiche Persönlichkeit haben, egal in welcher Situation und wenn. So, wenn er mit den Kollegen plötzlich ein ganz anderer Mensch ist, nein, läuft nicht. 12. Intelligenz, okay. 3. Kommunikation. 4. kein Absturz. Alter, wow! 5. Hygiene und geiles Parfüm. Alter, bare fucking okay, die Liste ist super peinlich. 16. Leidenschaft für etwas. Und 17. kann ich leider nicht sagen. Aber okay, schaut, ihr könnt das individuell noch anpassen, okay? Muss ich vielleicht selber auch noch, wenn ich das jemals wieder abhake. Aber das sind ja schon mal so gute Grundlagen. Wenn ihr euch vorstellt, wir haben früher gar nichts abgehakt. Und dann sind wir auf die 17 Punkte gekommen. Schon mal ein Upgrade gewesen. Und jetzt legit jedes Mal, wenn jemand Neues in unser Leben kommt, schicken wir uns das so, und, was meinst du? Ich glaube, wir sollten eine neue Liste machen. Aber ich finde das wirklich, jetzt kann ich wirklich sagen, ich finde es am allerwichtigsten, dass man darauf schaut, dass man wirklich so die Person attraktiv findet. Weil ich habe das entweder in meinem Fucked Up Brain habe ich so gedacht, so, wow, der grösste Hurensohn, den ich fixen kann und der spannend ist und wo er gibt mir das Gefühl, ich bin ein scheiß Gagelhaufen, der nichts wert ist, das liebe ich, weil so fühle ich mich ja selber. Oder auf der anderen Seite so der mega nice Guy, den ich aber nur als Kollege sehe eigentlich und so gar nicht hot finde und gar nicht so präsentieren will oder so, sondern einfach so, ja, wir könnten gerade so gut Geschwister sein. So, es muss so etwas dazwischen sein. Nein, eigentlich gar nicht dazwischen, ich will kein Hurensohn. Aber so, es ist, ich habe früher immer gedacht, so, ja, Aussehen und so, scheißegal, bla bla bla. Aber es ist so wichtig, dass man einander am attraktivsten findet. So, ich will nicht mit jemandem sein,
wo jede andere auf der Straße anschaut und denkt, wow, die ist schon hübscher als meine Freundin. Wisst ihr, was ich meine? Und das, logisch, hoffentlich würde er das nie sagen, aber so im Kopf. Man muss einander anschauen können und denken, Alter, wie habe ich das anbekommen? Finde ich. Für mich selber jetzt. Und dann musst du dir auch gar keine Sorgen machen so um andere Leute und so, weil du weißt, du kriegst das ist auch wichtig, dass man es so zu spüren kriegt und dass beide können offen miteinander sein und, so, und auch, aber auch nicht zu viel, weil du willst nicht die ganze Zeit hören, oh mein Gott, ich liebe dich, Baby, du bist so toll, du bist so schön, oh mein Gott, Baby, oh, du bist die Beste auf der Welt. Und dann irgendwann verliert es an Bedeutung. Aber so, dass man einander so die Wertschätzung zeigt und schon dem Gegenüber auch kommuniziert, so, du bist das Beste für mich. Und ich will nichts außer das Beste und darum habe ich dich. Und wenn ich jemand anders würde wählen, wäre das dumm, weil es gibt niemanden, der so toll ist für mich wie du. Wisst ihr, was ich meine? So, das das ist einfach, das ist nötig, das ist richtig toll. Und dass man miteinander kommunizieren kann und dass man auch ein Leben außerhalb voneinander hat, sodass man ist so obsessed miteinander und man will nur noch miteinander chillen. Man versetzt alle Kollegen, man geht nicht mehr ins Training, so, du bist meine Priorität und du bist meine Nummer 1 und du bist mein Hobby jetzt. Nein, Alter, nein, weil das macht irgendwann so unattraktiv und man merkt es nicht mal, weil es machen ja beide, aber es ist so attraktiv, wenn du weißt, oh, die Person hat nicht immer Zeit für mich. So, die Person hat andere Ziele und die Person macht etwas für ihre Zukunft und das ist scheißegal, wie das aussieht. Du musst nicht an der ETH studieren, aber du hast selber irgendetwas, was du gerne machst, sei das jetzt Kunst oder Schuhe verkaufen oder Influencer sein oder keine Ahnung, als Make-up-Artist. Wisst ihr, was ich meine? So, einfach irgendetwas, wo du dafür brennst, wo nicht ich selber bin. So, was bist du für ein fucking Opfer, wenn ich deine Hauptbeschäftigung bin? Sorry. Mega front. Alles, was ich hier sage, ist hure grenzwertig. Also, gell, ich hoffe, ihr nehmt das alles mit so einer Prise Salz wie immer. Aber, ich bin jetzt auf dem iPad am schauen, aber ich finde auch, beide müssen sich gleich viel Mühe geben. Und logisch, es gibt so Phasen, wo sich dann eine Person irgendwie nicht so Zeit hat, sondern muss die andere Person sich ein bisschen mehr Mühe geben und so. Aber einfach so das, wo so einseitig ist und so, bitte, können wir bitte aufhören mit dem? Hört auf. Und ich selber auch so, Bro, wenn einer mir nicht die gleiche Energy zurückgeben kann, dann weiss ich, okay, gut, ich bin fucking zu gut für den. Der sieht gar nicht, was er hat. Und dann, wenn sich die Wege trennen, Alter, dann meldet man sich bitte auch nicht mehr wirklich beieinander. Von mir aus, wenn du es nötig hast, kannst du einander zum Geburtstag gratulieren. Oder wenn jetzt gerade irgendetwas wäre, wo wirklich nur die Person relaten kann, so, Alter, hey, sorry, dass ich mich melde, aber schau mal das und das, so, gerade kurz an, aber nicht unnötig beieinander melden und irgendwie noch das Gefühl suchen oder so. Nein, es hat aus einem Grund aufgehört. Genau. Was ich auch immer mehr angefangen habe, so drauf zu hören, ist, ob ich Zweifel daran habe. So, ich will schon mit jemandem sein, also, schon mit jemandem sein, wo ich auch das Gefühl habe, so, es könnte potenziell schon mega lang haben. Und ich weiss, es ist nicht für alle gleich. Es gibt auch Leute, die suchen wirklich etwas Lockeres. Aber ich rede jetzt da wirklich so über so Beziehungssituationen. So, was man sonst macht, so Hot Girl Summer, Hot Boy Summer, was auch immer, ist gehört wie, also ich meine, dort gibt es keine Regeln, außer verletzt niemand und hol dir Consent und mach nur Sachen, die dir Spass machen und gefallen. Wisst ihr, was ich meine? So, mehr deeper als das ist es irgendwie nicht. Aber für Beziehungen dann eben schon. Oh mein Gott, was ich auch mega wichtig finde, ist so, wenn man dann so die Familie kennenlernt und so, ich finde, das ist ein mega Red Flag, wenn du merkst, die Familie hat mich irgendwie nicht gern. Ich hatte mal so einen, der war richtiger Bonz. Und es war wie klar, dass seine Familie, ich komme nicht von einem wohlhabenden Haus, so, meine Eltern sind beide ganz normale, wie sagt man dem, keine Ahnung, aber ganz normal. Und ich komme auch jetzt eben so ein bisschen aus einer kaputten Familie, wenn man das so sagen kann. Und die sind halt so, weißt du, alle Eltern, niemand hat sich getrennt in dieser Familie. Alle sind Architekten und irgendwie Immobilienmakler und bla 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 bla. Und es war von Anfang an ganz klar gewesen, dass ich nicht in ihre Vision reinpasse. So, ja, ist eine hübsche und eine nette, aber mit der kannst du eigentlich auch wieder abfahren. Und das sagt auch einfach schon hure viel über die Person aus, dann, ob man will oder nicht. Die Person hat das ist wie so grossgezogen worden und
schlussendlich, der hat mich einfach betrogen, glaube ich. Also, er hat das nie zugegeben, aber seine Kollegen haben mir das gesagt. Und es war irgendwie auch obvious gewesen. Und wir sind 15 gewesen, also ist jetzt auch nicht so deep. Aber so, ich hätte damals gerne so auch das Bewusstsein dafür gehabt, dass, wenn es mit der Familie irgendwie nicht so läuft, und es gibt keinen wirklich harten Grund dafür, wieso die Familie einem nicht gerne haben sollte oder so, oder wieso man selber die Familie nicht gerne haben sollte. So, okay, wenn jetzt die Familie einfach so hure Bünzli-Rassisten sind, dann musst du sie nicht gerne haben und dann musst du das irgendwie trennen voneinander. Aber so ganz, wenn es irgendwie keinen wirklichen Grund gibt und mega oberflächlich ist, dann ist es ein Red Flag, wenn du es nicht gut mit der Familie hast. Kannst du willst ja auch ungestresst können zu dieser Person heimgehen oder am Tisch sitzen und eine gute Zeit haben und nicht müssen denken, oh mein Gott, wann kann ich wieder gehen? Weil die Person sollte ja irgendwie ein Safe Space für dich sein und du solltest die einfach wohlfühlen in diesem Environment. Und es ist auch hure mühsam, wenn dann immer sagen, komm, wir gehen zu mir, weil wir können nicht zu dir, weil die Eltern bla. Ist dann halt auch etwas anderes, wenn man nicht mehr daheim wohnt und so, aber da kann ich halt irgendwie nicht relaten. Aber auch dann irgendwie schon Red Flag jetzt gsi, dass seine Eltern mich als nicht gut genug gesehen haben, nur weil ich nicht aus einem stinkreichen Haushalt gekommen bin und nicht jedes Wochenende golfen und go schiessen. Weißt du, was ich meine? So. Dann, was ich jedem als Tipp ans Herz legen kann, ist, dass man erstens seine eigene Love Language herausfindet. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, es gibt so ein Buch. Es sind, glaube ich, 5 Love Languages. Du kannst auch online so einen Test machen, aber einfach irgendwie keine Ahnung, Love Language Test oder so. Es gibt so Physical Touch, Words of Affirmation, Quality Time, Gifts, so Sachen. Sind das jetzt 5 gewesen? Keine Ahnung. Und wenn du von dir selber weißt, das können natürlich auch mehrere sein oder alle oder was auch immer, dann weißt du auch, nach was du fragen kannst oder musst, damit du zufrieden bist und damit du dich wohlfühlst und so. Und vom Gegenüber musst du das dann halt irgendwie auch lernen. Es kann sein, dass das Gegenüber überhaupt nicht gerne hat, wenn man so einander die ganze Zeit anlenkt und so streicheln und so. Denkt die Person so, weh? Dann machst du es halt einfach nicht. Aber dafür hat die Person vielleicht mega gern, wenn du, ohne dass die Person fragen muss, zum Beispiel etwas hilfst oder etwas machst, so, hey, wo du weg bist, habe ich, keine Ahnung, was ist nicht zu mütterlich? Zimmer aufräumen, wollte ich sagen, aber das ist irgendwie weird. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es legit nicht. Alles, was mir in den Sinn kommt, sind so mütterliche, vielleicht sind es auch so mütterliche Sachen, die man dann macht. Oder wenn man so, ich stelle mir vor, wenn man so zusammen wohnt, so, ja, hey, ich habe deine Kleider gewaschen und zusammengelegt und gebügelt oder was auch immer. Und dann freut sich die Person hure mehr, als wenn du sie die ganze Zeit anlängen würdest. Aber du selber brauchst vielleicht, dass die Person die ganze Zeit anlängt und dann musst du das halt irgendwie sagen. Und wenn ihr einander genug bedeutet, werdet ihr fix auch das füreinander machen und so, ja, okay, sie hat das und das gern, gut, dann gebe ich mir jetzt Mühe, das so umzusetzen. Wenn jemand sich die fucking Mühe nicht macht, nur weil die Person es vielleicht selber nicht geil findet so, dann fuck you, Alter, dann ist es auch keine nice Beziehung. Man muss schon ein bisschen Kompromisse eingehen und Sachen füreinander machen. Auch nicht zu viel, du musst nicht alles machen, was dein Gegenüber will, aber so ein bisschen eben das, was okay für beide ist und irgendwie eine Lösung finden. Das ist wichtig. Und Kommunikation, obviously, das gehört ja auch so ein bisschen zu dem, so können äußern, was du brauchst und aber auch wissen, wie du das sagst. Und das ist bei mir das grösste Problem. Weil ich immer das Gefühl habe, Typen wollen nur das Schlimmste bei mir. Und ich bin das jetzt gerade mega am Lernen, aber ich rede jetzt von meinen Past Experiences. Immer wenn etwas war, ich habe wirklich sofort, ist so, du machst, wie so eine, wirklich wie eine Mutter, so, du machst immer das, du willst mich eh nicht und du gibst dir eh keine Mühe und bah, aber Alter, wer will mit so jemandem chillen? Niemand. Das ist ja wirklich so, wie wenn du heimkommst, deine Mutter fickt dich hure an und du denkst ja, Bro, Alter, dann räume ich halt nie mehr auf. Was hast du das Gefühl? So, und sobald man so die mütterliche Rolle einnimmt, ist eh fertig, weil wie will jemand Respekt von dir haben, wenn du so am Umnörgeln bist und nie etwas gut genug ist und so, dann gibt man sich eben eh keine Mühe mehr. Darum so Kommunikation so herausfinden, wie kann ich etwas sagen, dass es auch ankommt und dass die Person auch irgendwie möchte etwas ändern oder auf das eingehen oder so. Wenn du sagst, hey, für mich, ich weiss, für dich ist das überhaupt nicht so, aber für mich, schau, basierend auf meinen Erfahrungen ist es für mich einfach mega schwierig, dir keine Ahnung, zu vertrauen, wenn du mir erzählst, dass du mit irgendwelchen Leuten in den Ausgang gehst oder so.
Und dann erklärst du wieso und warum und fragst, ob, keine Ahnung, was könnten wir machen? Willst du mir irgendwie einfach irgendwie voll Storytime geben, wenn du heimkommst, was ihr so gemacht habt? Oder ist es irgendwie, kannst du das? Und wenn dann der sagt, Alter, nein, ich schuld dir sicher nicht, ich erzähle dir sicher nicht, sass. Aber du kannst auch nicht erwarten, dass du jedes Mal im Ausgang dann dabei sein darfst oder dass er nicht mehr in den Ausgang geht oder so. Sonst hättest du halt wie von Anfang an jemanden nehmen sollen, der gar nicht in den Ausgang geht. Wisst ihr, was ich meine? Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er etwas daran ändert oder irgendwie probiert, dir entgegenzukommen, ist so viel grösser, wenn du sagst, hey, schau, ich weiss, du meinst es nicht böse und für mich ist es einfach ein mega Ding, weil ich schon mal betrogen worden bin oder so zum Beispiel. Als wenn du sagst, du gehst immer in den Ausgang, Alter, du gehst mir fix fremd. Wisst ihr? Das ist so etwas, das muss ich wirklich noch lernen. Aber ich bin auch erst 19 alt, ich habe noch, weißt du, wie lange zum Lernen. Es gibt Leute, die sind 60 und können das noch nicht. Wenigstens wissen wir es, wir, die probieren, zu ändern. Und was ich auch noch lernen muss, oder was fix auch hure gut ist, wenn man das so ein bisschen einhaltet, ist, dass man nichts erwarten kann. Also logisch, man hat ja logisch irgendwelche Erwartungen. Und irgendwann, wenn du lang zusammen bist, ist es schon so, Bro, wir sind fucking zusammen. Jeder weiss es seit 2 Jahren. Wieso verhaltest du dich so? Wieso kann ich nicht von dir erwarten, dass ich mich auf dich verlassen kann, zum Beispiel? Aber so wie am Anfang schon so hohe Erwartungen und Hoffnungen haben, oh, es wird so toll und so gut, die Enttäuschung ist so viel grösser, wenn du da etwas erwartest, anstatt wenn du einfach so deine Zeit geniessest. Und mir fällt das hure schwer, weil ich kann nicht im Jetzt leben, ich lebe im Übermorgen. Alter. Aber einfach so Zeit geniessen und einfach das Zeug auf dich zukommen lassen, weil du kannst es eh nicht kontrollieren. Wie oft hast du dir schon Gedanken gemacht darüber, wie wird es echt sein und was wird er echt machen und wow, was denkt er echt und so und wird das überhaupt haben und so. Wie oft hat das irgendeinen Einfluss darauf gehabt? Nein, egal wie viele Gedanken du dir machst, es kann entweder genauso gut rauskommen, wie du es nie gedacht hättest, oder genauso scheiße rauskommen, wie du es erwartet hast und es wird auch gar nichts ändern, außer dass du einen Pain hast. Und wenn du erwartest, wow, wir werden heiraten und nachher nach 3 Monaten ist es vorbei, bist du einfach fucking heartbroken. Im Vergleich zu, wenn du einfach sagst, oh ja, wir haben eine gute Zeit gehabt und ja, man hätte ja eh nicht wissen, wie es rauskommt. Bist vielleicht ein bisschen weniger heartbroken. Und irgendwie sind das, glaube ich, so alle Sachen, die ich so zum Dating sage. Ich habe wirklich so einfach Top 1 Sachen, die ich sagen will, ist schon, Alter, bitte haben ein bisschen Standards, sind nicht so wie nie früher. So. Einfach Hauptsache Aufmerksamkeit und Hauptsache jemanden haben, damit man nicht allein ist. Das klingt hure grusig und hure desperate. Nein, es tut mir nicht leid. Aber so, ich weiss, es ist schlecht. Ich schäme mich auch ein bisschen für das. Aber ich bin jetzt nicht mehr so. Und das ist ja die Hauptsache. Aber ja, weil deine Standards zeigen ja auch irgendwie so ein bisschen, repräsentieren so wie du dich selber siehst. Wenn du das Gefühl hast, du verdienst nichts, logisch nimmst du so einen dummen, dreckigen Sieg, der nichts kann im Leben. Aber wenn du siehst, was du für Potenzial hast und wie cool du bist und wie toll du bist und wie glücklich sich jemand schätzen kann, um dich im Leben zu haben, dann suchst du auch jemanden aus, der das wirklich auch verdient hat und sich Mühe gibt für das und sich irgendwie auch ins Zeug setzt. Und ich glaube, das ist wichtig, von Anfang an. Genau. Und jetzt kommen wir zum Break-up, weil irgendwie habe ich das Gefühl, es sind verdammt viele heartbroken im Moment. Das tut mir mega leid für euch. Ich habe schon mit Partnern in meinen DMs über das geredet, weil mega viel, keine Ahnung, ich mache dann einfach so Sprachaufnahmen so, ey, ich weiss, wie du dich fühlst. Alter Leute, es gibt nichts Schlimmeres auf dieser Welt als fucking Heartbreak. Es ist so schlimm, es fühlt sich an, als wäre jemand gestorben. Du gehst so von, wir wissen alles übereinander, wir sind die Einzigen im Leben füreinander und zu, Alter, ich weiss nicht einmal, wie es seinen Eltern gerade geht oder so. So, man weiss nichts mehr voneinander, vom einen Tag auf den anderen. Und du musst auch damit klarkommen können. Und dann fragen noch alle und dann gehen noch Sachen um, je nachdem. Oder du hörst vielleicht sogar etwas so, wow, er hat jetzt angefangen, Scheiße über dich zu reden. Und du bist so, Alter, das hätte ich nie von ihm erwartet, das ist mega sad. So, alles kann dich einfach mega verletzen und du bist so verletzlich in dieser Situation und es ist einfach scheiße. Und es gibt wie kein Wunderheilmittel. Du musst wie einfach dir die Zeit nehmen. Und das ist so schlimm, aber du musst sich einfach die Zeit nehmen. Und entweder du holst dir irgendeinen Rebound, wenn ihr nicht wisst, was ein Rebound ist, dann bitte googeln, ich will es irgendwie nicht erklären, ich fühle mich dreckig. Und lenkst dich so ab und dann ist es vielleicht in der nächsten Beziehung genau das gleiche Ding, weil du dir keine Zeit genommen hast, um irgendwie etwas daraus zu lernen oder heilen oder so. Aber es ist trotzdem, also ich meine, es bringt trotzdem etwas. Du bist nachher fix nicht mehr traurig wegen dieser Person. Auf jeden Fall nicht gerade
instant, vielleicht erst ein paar Monate später. Oder eben, du nimmst dir die Zeit und bist halt hure traurig und akzeptierst es einfach und probierst irgendwie etwas daraus zu lernen und vielleicht auch einzusehen, wie ist das genau zu dem gekommen. Aber der grösste Fehler, den wir alle immer machen, wenn wir ein Breakup haben, ist so, ja, aber weisst, es ist doch eigentlich so toll gewesen und oh, ich will ihn zurück, weil jetzt bin ich irgendwie so allein und oh, wenigstens habe ich noch jemanden gehabt, um so telefonieren und kuscheln und ich vermisse ihn so, er ist so toll gewesen. Bro, nein, er ist nicht toll gewesen. Kann man bitte nicht vergessen, dass er nicht toll war. Er ist ein Arschloch zu dir gewesen. Er hat dich ein halbes Jahr lang gefühlt ignoriert und als Hund und Putzfrau gesehen. Und du hast dich geehrt fühlen müssen, wenn er dir mal «Ich liebe dich auch» zurückgesagt hat. Und jetzt bist du so, als wäre er irgendein Gott gewesen. Das ist ein Fehlschluss. Man sieht Sachen in Retrospektive immer besser, als sie eigentlich gewesen sind. Dein Kopf ist die am Ficken. Und einerseits ist es ja auch cool, so, okay, von mir aus, du hast so die Beziehung gut in Erinnerung behalten, so, ja, wir haben eine gute Zeit gehabt, aber mehr auch nicht. Du musst akzeptieren, dass es vorbei ist, weil ich habe noch nie habe ich von jemandem gehört, auch bei mir selber nicht, weil ich habe das auch schon gemacht, wie futzdumm, Alter. Noch nie habe ich von jemandem gehört, was gut läuft, wenn man mit jemandem auseinandergeht und wieder zusammenkommt. Weil ihr seid aus einem Grund auseinandergegangen. Es hat aus irgendeinem Grund nicht funktioniert und eure Liebe zueinander und Attraktion zueinander war ja obviously nicht gross genug gewesen, um es beim ersten Mal klappen zu lassen. Wieso zum Fix soll es dann beim zweiten Mal funktionieren? Beim ersten Mal bist du noch viel mehr gesagt und so, beim zweiten Mal bist du schon so, ja, ich weiss ja schon, wie die Person ist und so, bla bla bla. Und es kommt immer gleich raus. Auch wenn es vielleicht sogar beim zweiten Mal 2 Jahre hebt, aber nachher, der Grund zum Schluss machen, wird immer fucking der gleiche sein. Und was ich auch noch zu Breakups sagen will, wenn ihr das Gefühl habt, es bringt nichts mehr, ihr probiert schon seit ein paar Monaten, dass es irgendwie funktioniert, aber es fühlt sich einfach nicht mehr richtig an, so, macht einfach Schluss. Bitte macht einfach Schluss. Also nicht einfach so aus dem Nichts, redet schon drüber und sagt so, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, weil es ist auch scheiße für die Person, wenn ihr aus dem Nichts Schluss macht. Aber macht nicht auf Krampf weiter. Oder dann passiert es wahrscheinlich auch häufiger, dass wenn man nicht einfach Schluss macht, dass man einen Seitensprung macht und einfach irgendwie so halbes fremd geht oder so. Halt, macht einfach Schluss. Und sagt auch ehrlich. Nicht so der eine auf, ja, ich weiß gar nicht wieso und ja, du bist einfach zu gut für mich. Alter, sag doch einfach, dass du keine Lust mehr auf mich hast. Hast du das Gefühl, es bringt mir irgendetwas zu hören, dass ich ja so ein guter Mensch bin und so perfekt und so gut für die Welt. Aber du willst nicht mal mit mir zusammen sein. Das macht keinen Sinn. Das macht einfach keinen Sinn. Ja, das sind übrigens auch so immer die Gründe bei mir gewesen, wieso Leute mit mir nichts mehr zu tun haben. Also, das ist ja ein Witz. Sie haben eben immer noch etwas mit mir zu tun haben, aber einfach nicht auf ernster Basis. Immer so, ja, nein, weisst, irgendwie bin ich nicht ready. Glaub mir, sie sind ready, einfach nicht mit dir. 2 Monate später hat er eine Freundin, die er 4 Jahre lang hat. Schön für ihn. Aber Lügner. Fucking Lügner. Oder vielleicht wissen sie es auch selber nicht. Aber so, bei mir war es wirklich immer so das, ja, du bist zwar eine Lustige, aber du bist auch ein bisschen anstrengend. Ich glaube, ich will mir das nicht gönnen. Weil Leute so ein falsches Bild, oder Männer vor allem, so ein falsches Bild von mir haben, so, sie ist hübsch und nett. Ich glaube, das wird mega einfach mit ihr, weil sie sieht so einfach aus. Bro, niemand ist einfach. Haben sie dann nachher wahrscheinlich auch gemerkt. Aber wenn man jung ist und keine Ahnung hat, von mir aus excused. Aber was überhaupt nicht excused ist, Alter, ist, wenn du schlecht über deinen Ex oder deine Ex redest, nachdem wir Schluss gemacht haben. Wenn es keinen richtigen Grund gibt. Wenn es einfach so ist, ja, wir haben einander nicht mehr gefühlt und es ist irgendwie auseinandergegangen und so, niemand hat wirklich etwas Falsches gemacht oder so. Und dann gehst du aber 2 Minuten später und sagen, boah, im Fall, weißt du was, die hat so einen fetten Arsch gehabt, nur hässlich. Was? Wo sind wir? Und wer bist du? Und wieso kannst du das über deine Ex sagen, wo du obsessed bist und obviously unbedingt hast wollen, weil du sonst nie mit der zusammengekommen bist und plötzlich ist sie hässlich und scheiße und futzdumm. Nein, das macht keinen Sinn. Und genau gleich, wenn euch ein Typ sagt, ich merke, das ist voll eine Girly Girls Folge. Sorry, Typen, es hören fix ein paar Typen zu. Also vielleicht bis jetzt auch nicht mehr. Aber wenn ein Typ sagt, und über alle seine Ex-Leute sagt sie, oh, die war crazy und oh mein Gott, die ist so, mit der ist irgendetwas nicht gut und so. Wie viele Männer haben das schon über dich gesagt?
und du weißt, es stimmt nicht. Das ist eine Red Flag, wenn er einfach nur das Problem bei ihr sieht die ganze Zeit. Und es schon klar ist toll zu hören, so, oh, er hat die mega scheiße gefunden, alle, und mich findet er jetzt toll. Aber er will genau das Gleiche über die sagen, falls sie mal irgendwann nicht mehr zusammen sind. Und das ist einfach nicht nice. So wie, wenn er so respektvoll darüber redet, oder am besten dir auch gar nicht so viel darüber erzählt, weil er nicht nötig hat, die irgendwie eifersüchtig zu machen mit seinen anderen Freundinnen, Ex-Freundinnen. Dann weisst du so, okay, er hat Respekt vor Frauen. Und letztes Jahr habe ich auch so ein TikTok gesehen, wo mir eigentlich ein bisschen eingeleuchtet hat. So. Ich habe immer mega Eierflattern, wenn der Typ, den ich gerne hätte, mega viele weibliche Kolleginnen hat. Weil es ist so, wir wissen alle, wie es ist in Freundschaften. So, es gibt so gewisse Ausnahmen, wo du wirklich nie im Leben etwas davon würdest wollen, aber bei den meisten gibt es schon so einen Vibe. Und das heisst logisch nicht, dass man etwas macht und man würde es auch nicht aussprechen oder so, aber es ist so zum Teil so, ja, so, man überlegt sich schon ab und zu so, wie könnte das echt sein, oder steht er echt auf mich, oder irgendwie ist das gerade eine komische Situation. Also, es ist immer ein bisschen sass, wenn man hetero ist, auf jeden Fall. Und das weiss man ja auch, und wenn der Freund die ganze Zeit mit irgendwelchen Frauen chillt, denkst du so, ja, Bro, die chillen, die stehen fix alle auf ihn und so. Oder umgekehrt, er findet die fix low-key geil oder so. Aber das TikTok hat gesagt, es ist ein Green Flag, wenn er Kolleginnen vom anderen Geschlecht haben kann, weil das heisst, dass er Frauen überhaupt so sehen kann, als dass sie nicht nur ein Objekt sind. Und er kann mit Frauen in Kontakt sein, ohne sie gerade bumsen müssen, mässig. Und das ist eigentlich schon fair. Und es ist sicher auch, ich weiß nicht, aber ich glaube, es ist schon gut, wenn sie so jemanden haben, wo sie auch um so weibliche Advice fragen können. Vorausgesetzt, dass die auch gute Intentions haben und dann nicht scheiß Advice geben, nur weil sie nicht wollen, dass sie zusammen sind. Aber darum, nur so eine Heads-up, vielleicht so nicht ganz alle weiblichen Freundschaften verurteilen und so. Ich denke, es hat schon etwas, wenn er einfach so kann, halt ganz normal mit denen umgehen und so Bros sein mit denen. So, wenn ich das mit einem Typ haben kann, finde ich es auch nicht schlimm. Ja, und eben, wenn du heartbroken bist, nimm dir einfach die Zeit, heul, red mit erfahreneren Leuten darüber. Glaub mir, das bringt nichts, mit deinen Friends darüber reden, die vielleicht noch nie eine Beziehung haben oder noch nie das Gefühl haben, was du fühlst. Ich würde sagen, sogar red vielleicht mit deinen Eltern darüber, auch wenn es irgendwie schlimm ist und so, aber die haben schon viel Ahnung und sind meistens auch schon sehr heartbroken gewesen. Und lenk dich einfach ab mit Sachen, die du gerne machst und find so ein bisschen deinen eigenen Weg, weil meistens, wenn man heartbroken ist, merkt man auch so ein bisschen so, wow, ich habe so viel gemacht für die Person und eben, es war so deine Hauptbeschäftigung gewesen, und dann plötzlich hast du einfach nichts mehr zu tun und dann solltest du vielleicht auch schauen, dass das nie mehr zu dem kommt, dass du so merkst, so fuck, halt, ich habe gar keine Hobbys mehr. Das war mein Hobby. So, nein, du suchst dir jetzt deine Hobbys und der kann dann so an 1,5 der Stelle kommen. Also ich verstand schon, dass das eine Priorität hat, weil es ist ja mega schön. Aber nicht ganz zuoberst und nicht alles einfach wegwerfen für jemanden. Ja. Ja. Ich glaube, das ist low-key alles. Es war hure chaotisch gewesen, aber ja, ich glaube, das ist alles. Ich weiß nicht, alle haben sich das gewünscht, dass ich über das rede. Aber jetzt, so nach diesen 50 Minuten oder was auch immer, merke ich habe gar nicht so viel dazu zu sagen, weil ich habe eine einigermaßen lange Beziehung gehabt, die 1,5 Jahre gegangen ist, aber sonst habe ich immer noch so 3 Monate Scheiße gehabt, die nie gehabt hat und wo ich den Typ, also ich muss wirklich sagen, im Nachhinein, ich denke mir, bei eigentlich jedem Typ, den ich hatte, also, Bro, was war das gewesen? Wieso habe ich das gemacht? Und darum kann ich wie auch nicht mehr daraus gelernt haben, außer dass ich fucking mal Standards haben muss. Aber ich bin jetzt im Fall dran, Leute. Ich bin wirklich dran. Seid stolz auf mich. Ich weiss gar nicht, was ich euch sagen kann, was ihr mir unter den Insta-Post schreiben. Erzählt mal etwas von eurem Crush, falls ihr einen habt. So ein Merkmal. So, weißt, wenn er oder sie es lesen würde, sie würde es nie checken. Aber so, was findet ihr am tollsten an dieser Person? Oh mein Gott, das ist so gut, weil dann müsst ihr es auch selber überlegen. Wenn ihr plötzlich merkt, so, Alter, irgendwie finde ich gar nicht richtig toll, er ist einfach hot oder so. Tja, da habe ich euch erfasst. Dann müsst ihr vielleicht einfach nur so eine unseriöse Geschichte miteinander haben, anstatt dass du ihn heiraten willst. Ja, schreibt mir euer Lieblingsmerkmal von eurem Crush.
unter den «Hören mal Insta-Post» vom heutigen Podcast. God damn. Ich bin so gut. Nein, ich habe gerade mit dem Internet über meine failed Dating-Situation geredet. Shame on me. Alter, egal. Alter, wartet. Okay, ich gehe noch nicht. Ist euch aufgefallen, ich habe nicht gorbsen heute. Ich habe so viel Cola getrunken vor dem Podcast. Ich habe so gedacht, fuck, Cola getrunken. Tja, man lernt immer wieder was dazu. Ich bin keine Gorbserin mehr. Vergesst nicht, den Podcast bewerten, wo auch immer ihr ihn hört. Weil, wisst ihr was, mein Herz ist gekränkt. Ich bin jetzt die ganze Zeit auf 4.9 Rating gewesen. Es ist einfach auf 4.8,8, was auch immer. Aber droppt. Ihr findet meinen Podcast nur noch durchschnittlich 4,8 Sterne gut. Was immer noch gut ist, aber wieso der Drop? Habe ich etwas falsch gemacht? Habt ihr mich noch gern? Bitte sagt ja. Tschüss! Bis nächste Woche, macht's gut. Ich hoffe, euch geht's gut. Und wenn du heartbroken bist, es wird alles gut. Glaub mir, es wird alles gut. Ich bin schon 100-mal heartbroken gewesen und jetzt denke ich, was ein Hurensohn. Ihr schafft das. Wenn ich es schaffe, dann schafft ihr es alle. Tschüss!